Die Länder und Europa ist auch ein bisschen Kompromiss, muss man schließen. Die Länder waren weitgehend einverstanden, das innerhalb von 10, 15 Jahren zu machen, auch für die Alten. Wir müssen wissen, was wir hier machen, betrifft circa 300 Millionen Leute. Also das ist jetzt nicht eine Richtlinie, die nur eine ganz kleine Gruppe betrifft. Also musste man auch längere Frist. Nur dann waren wieder unter anderem unsere Nachbarn Deutschland, die sagten, okay, können wir das nicht etwas länger machen, dann können wir das auch verkraften, und somit sind wir dann nach den 6 Jahren in die Frist für 20 Jahre. Aber ich bin heute überzeugt, dass es viel schneller gehen wird. Aber der Führerschein, wie wir den bekommen, und da muss man auch, und ich habe es auch im Parlament gesagt, da muss man auch klar machen, uns geht es darum, das Leben einfacher zu machen für die Leute, nicht komplizierter. Hier mit dem Führerschein, Luxemburg hat viele Grenzen. Ich wohne ein paar Kilometer von Aachen, ein paar von Vals und auch nicht weit von Luxemburg. Die Leute, die dort wohnen, wissen, Grenzkontrollen sind unmöglich. Oder jeder hat so ein Buch dabei. Das ist insgesamt wäre das auch nicht so schlimm, nur dann haben wir das Phänomen vom Führerscheintourismus. Und ja, da wollte ich dich fragen. Das ist doch ganz schlimm, was da passiert. Das war ein zweiter wichtiger Aspekt, wo wir sagten, da müssen wir auch jetzt ansetzen. Was ist Führerscheintourismus? Ich wohne in Deutschland, verliere meinen Führerschein für die nächsten 5 Jahre, ziehe dann in meine Geburtsgemeinde rein, in La Calamine, kurz bei Eupen, wohne da 6 Monate, sage, ich habe keinen Führerschein, ich mache jetzt den belgischen Führerschein. Dann bekomme ich einen belgischen Führerschein und der wird dann europaweit anerkannt. Dann hast du wieder einen, auch wenn das Gericht ihn aberkannt hat. Genau, obwohl es in Deutschland anerkannt wurde. Somit haben wir 2 wichtige Maßnahmen getroffen. Das erste ist, durch die Erneuerung können jetzt endlich alle Länder mal eine korrekte Datenbank aufbauen und sagen, wer hat überhaupt einen Führerschein? Kaum ein Land kann sagen, wie viel Führerscheine unterwegs sind. Und besonders die großen Länder haben da dicke Probleme mit. 2, wenn Sie jetzt aus Deutschland, aus Frankreich, egal wo kommen, wollen einen Führerschein, weil Sie die Bedingungen erfüllen im Lande, wo Sie dann genügend Zeit wohnen, den Führerschein machen, dann kann über diese Datenbank nachgefragt werden. Und dieser Austausch kann jetzt laufen. Das bedeutet, das zweite Land kann den Führerschein verweigern, wenn es in Erfahrung bringt, dass der Entzug zum Beispiel in einem anderen Land stattgefunden hat. Weil wir einfach den Artikel reingeschrieben hat, jeder darf nur einen Führerschein haben. Es gab so eine Führerscheinkriminalität. Es gab Kriminalität, es gab Tourismus und es ist auch eine Frage der Sicherheit. Denn ich finde, wer in egal welchem europäischen Land, weil er x-mal trunken am Steuer vielleicht noch schwere Unfälle gemacht hat, Fahrverbot bekommt, der soll es quer durch Europa bekommen, nicht nur in einem Land. Wir haben aber auch die Richtlinie genutzt, um noch andere Ansätze zu machen. Das bedeutet, wir haben Gott sei Dank festgestellt, und das ist eins unserer Bestreben hier im Parlament, mit den Ländern zusammen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern. Eine Sache war wohl klar, das ist, dass der Motorradbereich da wirklich schlechte Statistiken aufführt. Gott sei Dank im Pkw, also im Wagenbereich, geht er stark zurück. Das bedeutet, wir lagen vor 10 Jahren bei weit über 50.000 Tote in Europa im Jahr. Jetzt liegen wir unter 40. Also die Richtung stimmt. Wir wollen das auch noch um die Hälfte reduzieren in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, die Führerscheinpflicht, die wird doch jetzt vereinheitlicht für Motorradfahrer. Die Führerscheinpflicht betrifft die Pkw-Fahrer, die Motorradfahrer, die Lkw-Fahrer und die Busfahrer. Um das noch schnell zu präzisieren, für Busfahrer und Lkw-Fahrer hatten wir bereits eine Ausbildungsrichtlinie verabschiedet vor 3 Jahren. Hier, das wird komplett übernommen. Da ändert sich nichts. Nur ist der Vorteil für die Lkw-Fahrer, zum Beispiel Berufsfahrer, wer heute in Luxemburg einen Führerschein erwirbt, der kann jetzt quer durch Europa gehen, der wird keine Probleme mehr bekommen mit der Anerkennung der Rechte. Und sein Führerschein wird genau wie früher alle 5 Jahre umgetauscht, während der Pkw-Führerschein wird alle 10 Jahre. Ist das vereinheitlicht, wie lange der hält, der Führerschein, genau, wie lange er gültig ist? Er ist auf 10 Jahre gültig, und wenn Sie heute 3 Jahre in Luxemburg wohnen und wollen dann nach Spanien ziehen, dann wird Spanien auch erst nach 7 Jahren ihren Führerschein eintauschen. Also diese Frist ist jetzt auch europäisch anerkannt. Aber auch für zum Beispiel in Luxemburg gibt es für ältere Leute, die bekommen den Führerschein nur für 1 Jahr oder so erneuert. Wie ist es damit? Könnte ich ihn ja schon wieder für 10 Jahre haben. Wir haben Folgendes festgelegt, dass die Frist 10 Jahre sein muss, aber dass jedes Land andere Bedingungen setzen kann, aber darf nicht über die Frist gehen, darf wohl drunter gehen.